Herr Präsident, auch wenn Logementspark für Schwarz-Blau eine wichtige Initiative durchstellt, so außen für der aber nicht mehr Drucks auf der Wärme stehen. Gut, muss ich nirgendwo ein Kiu fangen. Wir dürfen nicht vergessen, für was wir heute überhaupt an so einer Krisensituation ankommen sehen. Ein paar Jahrzehnte lang haben die vergangenen Regierungen eine Politik betrieben, die absolut nicht dazu beigetragen hat, für Wohnraum am Land zu schaffen und mehr erschwinglich zu machen. Also wir müssen uns quasi alle gut unter Nös packen. Ich meine, die Krise besteht nicht recht seit gestern. Sie wird Gambia-Regierungen oder vier schwarz-rot. Sie alle haben auf unkontrollierte Wursten gesagt, den dazu gefeiert hat, dass beim 30 Jahren, Zeitraum 1990 bis 2020, 250.000 neue Einwohner dabei kommen sind. Was natürlich zu einem enormen Druck auf den Wohnungsmarkt gefordert hat und Preise nur an die Luft getrieben hat. Das tun wir auch schon hören. Mit der Konsequenz, dass immer mehr Einwohner, Junker, mehr auch Leute, die jahrelang an unser Sozialsystem abgezahlt haben, haben als Grenzen und Notbeschländer müssen wohnen gehen. Es sind nicht mehr viele Lützebäuer, die so hier heimisch müssen verlassen, auch viele Leute mit Migrationshintergrund, die mit zum Reichtum von unserem Land beigetragen haben, lassen wir in der Hinsicht am Stach. Meint die Leute, die just den Mindestlohn oder leicht drüber verdienen, geben sich gerne häufig an Deutschland, Frankreich oder der bald schneller losen. Nee, da haben sie keinen anderen Choix, weil sie sich Wohnen im Land einfach nicht leisten können. Mir auch die sogenannten Working Poor gehen im Land leider so los zu einer Realität. Sie verdienen zu viel für ein Urrecht auf soziale Wohnungsbau zu haben, aber sie verdienen zu wenig für sich privat eine adäquate Wohnung leisten zu können. Herr Präsident, die Regierung muss endlich konkrete Lösungen auf den Tisch legen und sich trauen, für die quantitative Wachstum aufzuschrauben und dafür verstärkt auf qualitative Wachstum zu setzen. Das heißt, die Wachstum, den durch eine Steigerung von der Produktivität von der Wirtschaft erreicht wird. Und eines muss Schwarz-Blau auch die Courage haben, für die Negativkonsequenzen von dem Turbowachstum von den letzten Jahrzehnten klar zu benennen. Fakt ist, dass das Infrastrukturen, sie wird Straßen, Schienennetze oder auch Schulen, Kirchen und andere Betreuungsstrukturen immer mehr stark unter Druck stehen und nicht mehr durchgehen. Als ADR verlangen wir von dieser Regierung neben den Mesuren aus diesem Gesetzesprojekt auch Mesuren, die ganz kurzfristig greifen, an denen Menschen helfen, die mit am dringendsten ein Logement brauchen. Dafür verlangen wir, dass Schwarz-Blau endlich den Leerstand für seine eigenen, also vom Staat bestehende Wohnungen auf die Liste stellt, also die dem selber gehören. Sie haben nämlich Beispiele und viele genannt, die sogenannten Cité de l'Aéroport finden. Hier stehen ein paar Dosen Wohnhäuser eitel, aber die ganze Cité geht seit Jahren quasi sich selber überlos. Und das an Zeiten, wo das Land mit so einer akuten Logementskrise konfrontiert ist, aber wie Madame Lehnert gerade gesagt hat, ich zähle selber nicht überprüft, aber ein Warteliste beim Logement von über 5.000 Haushalten oder Leuten. Das ist einfach nicht zu verstehen, aber die dürfen uns gerne erklären. Auch eine Reihe Gemengelosen aus unterschiedlichen Gründen Wohnhäuser, die an ihrem Besitz sind, dacks eitel stehen. Dafür ist es umso mehr wichtig, dass der Staat mit einem guten Beispiel vorgeht und Häuser, die eitel stehen, nicht mit Leben füllt. Es ist definitiv Staat an die Gemenge für ein gutes Beispiel vorzugehen. Was das nicht machen, wo bleibt dort Glaubwürdigkeit für neue Steuern wollen anzuführen, für Häuser, die eitel stehen oder Terrain, die Bruchleien gelos gehen? Auch eine Flexibilisierung vom Mietrecht, die der über eine Gesetzesproposition im Juli 2023 proposiert hat, kann kurzfristig zu mehr Opfer im Lokationsmarkt führen. Ökonomisch ist es für keinen sinnvoll, eine Wohnung eitel stehen zu lassen, wenn die Lokation ein Rezept bringen ging. Eine Änderung am Zivilrecht gibt das Problem von Leerstand und ganz viele Fälle lösen, was auch mehr Wohnungen am Markt bedeuten gäbe. Dann erinnere ich auch gerne noch einmal daran, dass hier im Land zum sozialen Wohnungsbau unserer Meinung nach einfach zu teuer gebaut wird und dass es sich beim sogenannten Logement abordable DAX überhaupt nicht um erschwinglichen Wohnraum handelt. Was ist heutzutage erschwinglich? Für wen ist es noch erschwinglich? Und für wen bauen wir, wenn wir nicht verkauft kriegen? Heute zitiere ich gerne auch noch ein mein konkretes Beispiel. Wie kann es sein, dass ein Haus vom sozialen Wohnungsbau Beispiel Bedingungen der Sauer, ca. 4.650 € den Meter Carré kostet
an ein vergleichbares Haus bei den Privatleuten und dann haben wir gereist ungefähr 3.330 € den Meter Carré kostet. Du könnt noch dabei, dass die Regierung den Plafond vom superreduzierten Ton noch immer bei 350.000 € gelost wird und das schon seit über 10 Jahren. Am Platz in die heutigen Zeiten anzupassen, wo unserer Meinung nach ein Plafond von 500.000 € echt der Realität gegen entsprechen. Da brauchen wir uns aber definitiv nicht zu wundern, wenn wir Häuser oder Appartementer, die zu Verkauf stehen, am Kader vom sozialen Wohnungsbau nicht verkauft kriegen. Eine letzte Problematik vom Terrain, an die bislang noch nicht durchgeschwärzt ist, an die Menge Fraktionen im Herz aber leid, und auf die wir gerne kurz aufmerksam machen, ist, dass im Moment Bauherren, die schon eine Baugenehmigung haben für Projekte, und die Genehmigung auch schon verlängert haben, an dem Delay, den dafür vorgesehen war, die kriegen im Moment die Baugenehmigung eben nicht verlängert, weil es so am Gesetz nicht vorgesehen ist. Der Bauherr wird dem nur gezwungen, für mit seinem Projekt bei Null anzufangen und neu heranzureichen. Das schließt auch alle falsche Taxen an. Zusätzlich entsteht damit auch eine Ungewissheit, dass in dem Neue nicht mehr das nämlich autorisiert kriegt. Gut nicht zu schwätzen von der Zeit, die verloren geht. Das alles führt schlussendlich dazu, dass Bauherren ihre Projekte eventuell ganz fallen lassen und das wir definitiv kontraproduktiv an der Krise, an der wir im Moment sind. Ich weiß, dass eventuell heute nicht der passende Moment, aber wir gehen uns aber freuen, wenn der Minister suggeriert hat, eventuell kurz kein drüber gehen. Zum Schluss bleibt mal zu sagen, das größte Problem bleibt aber bestehen, dass die Leute momentan nämlich schwierig Präge kriegen. Und das ist auch gerade genau das, was Madame Lehner doch schon gesagt hat, für den ersten Schritt zu machen, ist es noch immer unmöglich. Da können wir wohl Wunschste bauen, wir haben noch immer keinen Dachbrust, außer eventuell an der Lokation, aber auch du hast den Mond groß, wie wir hören haben. Mit Preisen an der Immobilienwelt muss erschwinglich gehen, da kommen wir nicht der Lernst. Wir werden die Regierung dann noch in Zukunft darüber müssen, wie weit sich der Bausektor erhält. Mir war viel wichtig, ob mehr Leute an der Dachfond tun, respektiv auch wie viele Leute ausgewandert sind, respektiv über die Grenze gegangen sind. Ich so nicht merci.